von der CSV, Herr Spautz, der hat Wort, der hat nach 45 Minuten. Für das eine Opferung, Herr Präsident. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, haut an einem Mond, die wir wählen. Die 9. Kehr wählen wir als Vertreter im Europaparlament. Wir waren bislang immer gewinnt, dass die Europawahlen zusammen mit der Chamberwahlen wären. Für wer und wieso, das noch nicht so ist, wäre ich aber nicht zu sagen. Mit dem Einfluss von Europa auf die Nationalpolitik geht immer mehr groß, geht immer mehr wichtig. Und auch dafür ist es wichtig, gut Leute auf Brüssel und Straßburg zu checken. Eine gewisse Europaverdrossenheit ist bei den Leuten da, weil wir spüren, dass nicht so richtig von einem Wahlkampf und von europäischen Themen. Und da ist es nice. Nur der Eurokrise, die vom damaligen Präsident vom Eurogruppe, Jean-Claude Juncker, mit den Lesungen betreibt gehen hast, dass wir da rauskommen sind. Ohne eine Ukraine-Krise gilt es auch demokratisch und diplomatisch zu lesen, wohl wissend, was diese Krise für die betroffenen Leute, Menschen an der Ukraine bedeutet, wohl wissend, was so eine Krise bedeutet für Demokratie, und für den Stellenwert von Europa, dass Leute an der Ukraine zählen auf Europa, Leute an der Ukraine zählen auf Eis, für das wir da Geste machen. Und da ist es doch ein Eis, das zu weisen, wer Europa ist, weil auch Lützeburg, also steht Europa. Nun an Europa, man Rohstoffe und Energiereserven wie all die anderen Länder auf andere Kontinente. Finanz-, Wirtschaft- und Schuldenkrise haben einen enormen Wirtschaftsabbruch und zu viel Chômage gefordert. Die EU-Wirtschaft hat alles zusammengeguckt, die letzten 6 Jahre stagniert, am selben Zeitraum als die indische Ökonomie ein Drittel und die chinesische 70% geworden. Vor vom 21. Jahrhundert als die, was für eine Rolle Europa und da wir auch Lützeburg wird spielen, vis-à-vis von den USA, vis-à-vis von China und vis-à-vis von Russland. Geht Europa ein Bittsteller vis-à-vis von denen oder starken und verlässlichen Partner. Wir brauchen heute zu Lützeburg, wie die Laura Moser schon gesagt hat, eine richtige Standortpolitik. Wir brauchen Wirtschaftswachstum für den Chômage an den Griff zu kriegen. Wir brauchen Wachstum für die Finanzsituation an den Griff zu kriegen. Wir brauchen Wachstum für unser soziales Modell aufzusichern. Lützeburg geht heute gelobt für seine Finanzpolitik von der EU. Der Claude Wiesler hat es schon einmal gesagt, und ich zitiere ein Wort vom 24. April, das ist von heute, solideste Haushalt im Euroraum für 2013. Und da will ich aber auch sagen, dass ich durch für alle felicitieren de Luc Frieden, für das, was da fertig gebracht wird, die freie Regierung Juncker-Asselborn, und aber auch die freien Beamten vom Finanzministerium, die Mathe zur beigetragen haben, dass wir all die Sachen da kriegen. Ich meine, wir können stolz darauf sein, und da muss ich sich aber auch bewusst sein, dass auch da die Leute alle guten Mathe zur beigetragen haben. Die letzte Regierung Juncker-Asselborn hat 2 Päckchen gemacht für die letzten am Budget 2013. Und wir hatten noch angefangen, weiter Maßnahmen für 2014 zu gucken und zu analysieren. Ich zitiere hier einen Artikel vom 9. November 2012 vom Romain Hilgert, vom Lützeburger Land. Ja, nicht bekannt, dass da irgendwie sollen enorme Relationen mit der Partei sind, wo ich Chance Präsident zu sein. Den er zitiert und den Fahrplan festlegt, den damals die Regierung gemacht hat, für 2014, 15, 16 und noch 2017, nur zu lesen, wie gesagt, an der Presse vom 9. November 2012 am Lützeburger Land, was wir da geschrieben haben, aber da gesagt ist von den Regierungsparteien. Weil ich heute Morgen so ein bisschen hören hat, wie wenn da nicht gewollt gewesen wäre, bei der vierten Regierung verschiedene Änderungen zu machen. Es sind noch Gespräche stattgefunden, für zu gucken, wie weiter können Spuren an die Gespräche sicher gelaufen, wo die Vertreter von den Koalitionsparteien waren, wo die Inspection Générale des Finances dabei waren, wo drin gegangen ist, was den am Familienbereich, aber den am Arbeitsmarkt, auf denen Domänigkeit machen, und dann sollte weiter und in Tür kommen, zu dem, was da nicht mehr kommt. Am Freitag, den 26. April 2013, als an der Budget- und Finanzkommission, demnals vom Wirtschafts- und Finanzminister, sind wir informiert gewesen über den Stabilitätspakt.
Und am Wort von dem schreiben sie, wird dann so alles vom Herrn Schneider, vom Herrn Frieden, dem uns gesagt ginas, da steht dran, dass den E-Commerce Gewäschspreche für 2015 und dass es dafür klar wird, dass TVA misst angepasst gehen, der bis 400 Millionen heranbringen, dass die Schuldenquote von 2012 auf 2016 weiter abgehen, von 20,8 auf 27,9, dass wir aber da müssen aufpassen, wie wir den Defizit an den Griff kriegen bis 2017, dass nach ein Jahr erinnert gehen, für den Zentralstaat dort Entwicklungen wir, das können wir nur lesen, auch am letzten Woche, 27. April 2013, seit 4 Jahren, für auch, dass die Leute sich alle gut ein Jahr rumfinden, bei den Sachen, die sie damals gesagt hat, dass sie immer dann, uns da überrascht, von den Lies am Herd, von den alles so gesagt wird, für dass die sich auch da rumfinden. Und was mir aber an dem Artikel etwas Enormes aufgefallen. Den Vertreter von der Liberalen Partei, die Claude Meich, betont, dass da auf aller Hand für das Logi von der TVA-Hegung geschwärzt gehen, für dich bis mal gucken, wo ich kann spuren, ihre unilateral über TVA-Hegung geschwärzt. Der François Bausch, von denen Gringen, den hat Chance, Madame Losch hat 7 Deputiert nach seiner Fraktion zu holen, den hat eine umfassende Studie verlangt, an irgendeine TVA-Hegung möchte, müssen den nochmal ein bisschen analysieren, und gucken, was das für ein Ausfluss die TVA-Erhöhung gibt mitzuspringen, ob Konsumenten und ob Leute. Ja, aber dann haben wir 6 an der Chambre, die Wähler hat aber das schwer. Den Herr Bodri hat heute Morgen gesagt, dass 2 Päck gemacht sind von der vierten Regierung, und die neue Regierung hat nur am Anfang ein dritte gemacht, weil die alte Regierung hat das nicht willis gehabt, ein Päck zu machen. Ich will daran erinnern, geliebt, nicht viel gesehen. Ich will daran erinnern, nur zu lesen, den 27. April 2013 am Quotidien. Alex Bodri, ce serait arrogant si le gouvernement actuel décide des mesures à prendre par le nouveau gouvernement pour la prochaine législature. Dafür just uns erinnern, für was? Kein dritter Pack. Viel gesehen war, mit den Herr Bodri hat es selber gesagt, und das am Quotidien groß markiert gehen als Überschrift, dass ihn das nicht möchte, von den Wahlen rangeht, aber wenn eine neue Regierung kommt, dass nach die Regierung von Vierdrun, das soll ein zusätzlicher Pack machen. Just das als Erinnerung, für wer keinen dritten Pack kommt. Wir haben aber gleichzeitig weiter darüber geschafft, wo können Abspurungen gemacht werden. Da sind Änderungen gemacht gehen an den Allokation Familiale, da sind 2 Reglementer geholt gehen an der Hut, an der Finanzkommission als ein Dokument ausgedeelt, wo da doch nach ein Jahr rappeliert gehen ist, wo doch schön proper dran steht, dass die 2 Reglementer geholt sind für Änderungen zu machen bei den Checkservice. Es ist ein Projet de loi gemacht gehen, wo es geheischt wird, dass der Checkservice ernst das missberechnet gehen, dass wir die sozialen Kriterien müssten dem mehr Rechnung drohen. Da sind Amendements nur geholt gehen, nach 3 DG Chamber abgelöst gehen ist. Ohne Gegenstimmen. Ich kann nicht so unanimmt werden, die hatten sich enthalten, aber ohne Gegenstimmen ugeholt gehen. Die sind auf der Weg gegangen für bei der Staatsrat, für das wir da noch schnellstmöglich führen, für auch diese Kriterien Rechnung zu drohen. Für die neue Regierung da war, wo man da erklärt wird, dass das Projekt für sie keine Priorität mehr hat. Ich war dafür ein bisschen überrascht, wie man der Meldinger auch heute Morgen gesagt hat, dass noch nicht ein Mandat mehr Familientransfere über Steuerpolitik, sie hat auch Beispiele gesagt, was Lützeburg an hier noch beschlemmer, wie viel Leute da wird von dem steuerlichen Wolle kriegen, was heißt das dann noch? Wir machen nichts beim Checkservice, was heißt das, machen wir alles über die Steuer weh, was bedeutet das für die Familien, für die Monoparental, und der Gilles Roth hat schon auf die verschiedenen Abattements hingewiesen, was geschieht mit all den Steuerabattements, aber was bedeutet das konkret? Weil ich war dafür ein bisschen überrascht, weil der Herr Berger hat 4 Gestern gesagt, wenn wir Geld an mehr Sachleistungen. An Sachleistungen war ja aber 2006 von den Punkten, wo wir gesagt haben, wir machen einen Checkservice. Weil der Checkservice ganz klar ist, dass ich weiß, wo die Suche von dem Checkservice hingeht. Entweder gehen sie an Kannerbetreuung direkt, oder es waren Musikschulen und Sportföderationen, die davon konnten profitieren, am Ende von der Kammer. War das kein Wechsel von Geldleistungen auf Sachleistungen, oder bedeutet das, was Herr Berger angeschnitten hat, dass die Rentrée scolaire aufgeschafft wird als Geldleistungen, und kein Schulmaterial am Platz. Also das, was ihr seht, wir machen gerne mehr
Material an anderen Geldrichtungen für sicher zu sehen, dass du könnt. Wenn der Tat ist, kein Problem, da kann man darüber diskutieren. Aber da muss den Eisstaat auch so und nicht weiterhin immer so, mehr anderen dabei durch Steuern, mehr andere Geldleistungen gegen Sachleistungen an Leid. Älteren, ob das Familien sind am traditionellen Sinn oder Familien sind am neuen Sinn, am monoparentalen Sinn. Wie dass die Leute wissen, wo sie drin sind. Was das für sie, für die Zukunft bedeutet, was das bedeutet für die Rentrée scolaire 2014, 2015, brauchen sie doch Bücher nicht mehr zu bestellen, kriegen sie vom Staat oder was geschieht. Und da ist das, was ich bedauere, dass wenn ihr seht, dass die Sache muss ändern. Auch die Regierung hat gesagt, man muss Verschiedenes daran ändern. Die Regierung hat schon Reglementer geändert. Die Regierung hat ein Projet de loi deposiert. Mit der Stimme aber konkret drauf werden das. Und nun heißt es, das will die Regierung nicht mehr. Weil die kann akzeptieren, weil die einfach sieht, wir haben eine Idee. Aber da sollen die Idee so und nicht leider an der Ungewissheit so, dass sie nicht wissen, in welche Richtung das geht. Aber wir schwätzen von der Familienpolitik, da schwätzen wir auch von der Jurenpolitik. An der Jurenpolitik. Immerhin hat Claude Wiesler über Konventionen von der Kulturpolitik geschwärzt. Was geschieht mit den Konventionen am Jugendbereich? Was geschieht mit den Konventionen mit den Jugendhäusern? Die wird Gemenge mit drauf sind. An der Schwer Bannen sitzt in dem ich an meinem früheren Leben ein bisschen dumm zu tun hat. Und das noch nicht so lange hier. Hin als Hauptbürgermeister zu dir verdient. Wir haben da lange auch viel diskutiert über Subventionementen mit den Jugendhäusern, über Subventionementen von der Club des Jeunes, über all die Gelder. Wo sind wir da drin? Auch da stellen Leute sich vor, was geschieht mit diesen Konventionen? Gehen die Konventionen geändert, gehen die Konventionen fortgeführt, kommen einer Schlüssel da dran, müssen Gemengemädel dazu beitragen oder Männer dazu beitragen. Was geschieht da? Und du hast dumm Gewissheit. Enorm bei den Jugendorganisationen, weil sie nicht mehr wissen, was geschieht. Das war früher am Familienminister, heute ist an der Education Nationale, bekommen wir an dem da wollen sich Familien nach drin, oder bekommen wir an dem da Fall Juren sich, das Jugendminister dann, weil nur ein Departement das von der Education, wer bekümmert sich drin? An die Frohe mussten eine Antwort kriegen, an das, was man als erwartet hatte, von denen die Sache will ändern. Kann ich nicht mehr alles ändern, da muss ich noch so weh. Und der wird nicht leid, einfach hängen zu lassen. Wir haben noch einmal geschwärzt über Wohnungen. Da ist noch schon viel geschwärzt, sind noch schon andere Kollegen über alles das angegangen, was am Wohnungsbau geschieht ist. Ich will sagen, ich bin noch einmal gespannt. Bei mir am HPM, aber beim Fonds de Logement, von denen überall dürfen, aber wo ich das unterstütze, was man da am Loschat gesagt hat, dass die Gelegenheit musste kriegen, für mehr Mietwohnungen zu bauen. Und ich weiß aber, dass du eins auf kommunalen Plan Begeisterung nicht ganz groß war, wenn der Fonds de Logement auch geklappt hat, dann hat gesagt, es gibt kein Lokativ mehr. Da geheischt hat, ja, wenn es die Wand muss, oder auch nach an Steh, wird die letzte Jahr kommen, dann darfst du kommen. Wir haben am Lokativ, das tun wir nicht so gern. Aber wenn ich heiße durch den Saal gucken, an all die Deputäre gesehen, wo ich weiß, für Demandefehlungen vom Fonds de Logement, wo der Fonds de Logement gerne Projekte gemacht hat, wo auch Deputäre in Heilbannen sind, die das mit Kusshand geholt haben, wir sind auch Heilbannen, die und alle interessiert waren, für Gottes Willen nicht, dass der Fonds de Logement da hinkommt oder wann kommt. Ich schon auf die zwei Seiten geguckt, der war aber in der Jahr gesagt hat, Herr Arendt. Da wollte ich ja schon nach felicitieren, weil der war von denen, der ja gesagt hat, also kritisiert er das schon, was ich gesagt habe. Das ist der nächste Punkt. Den anderen Punkt. Entschuldigt, Herr Spautz, erlaubt, dass Madame Lochette... Selbstverständlich. Ja, Madame Lochette erhöht wird. Ich wollte den Kollegen Spautz fragen, ob ihr wisst, dass am Koalitionsakkord steht, dass die Regierung sich bewusst ist, dass Gemengen viel mehr Unterstützung brauchen, für eben können auch auf die Weg mitzugehen und dass Gemengen heinst du auch überfordert sind mit der Herausforderung, die wir alle guten hier in diesem Land tun, und dafür sollen noch Gemengen in Zukunft pragmatische Unterstützung kriegen. Ich wollte just fragen, ob der Kollege Spautz das doch gelesen hat. Also, Madame Lochette, ich habe das doch gelesen. Ich hatte zwar ein bisschen nicht das verstanden, weil ich den Promoteur Public Fonds de Logement kenne. Und den Promoteur Public Fonds de Logement, den hilft erstens auch oft Gemengen und noch anderen
für do überhaupt zu gucken, wer den nach alles kann man dranholen, an der Wettränger Form baut. Dafür hatte ich das do echt verstanden, weil der do viel gesehen hat, dass da wird Gemenge zusätzlich unterstützen, für eigene Initiativen zu holen, und nicht nur für den HPM und der Frau de Logement, mit das auch so wie für das Gemenge selber, weil auch der geht nicht da, auf der Seite und auf der Seite, der auch selber an dem lokativen Logement gemacht hat. Das doch wo ich noch nicht wusste, wer da von denen zwei Sachen gibt Menge. Das ist auf alle Fall nicht gut, dass man denen 3% auf 17% der Leute gehen am Bau. Und letztes Jahr habe ich schon halb andere gesagt, nicht nur, wenn es dem vom Lokativ hat gesagt, genau, aber das war auch Demos. Und Herr Gramenia weiß da aber nach, so an der Tripartit, wurde darüber gesagt, genau, dass das eine von den Möglichkeiten noch für, dass man Schwarzwerbisch könnten, mal an den Griff kriegen, wenn man TVA gibt bei all den Renovierungen auf 3% los und das dann den Endrevier für Schwarzwerbisch zu machen, dass der viel mehr klein war. Und ich bin noch nicht ganz sicher, ob es dem Herr Gramenia sing, vierige Chamber war oder die andere von Kirchbirch mit Verein von denen zwei, die ganz klar die Mesure groß im Jubel tut, auch noch die Mesure gefroht wird, wie damals den Staatsminister Jean-Claude Juncker und der Finanzminister Luc Frieden dat präsentiert und an der Package war, den an der Tripartit aufgemerkt war doch damals, so nicht auch ganz klar, auch auf Zustimmung von all den anderen Partnern gefordert wird, weil es nicht nur am Logement etwas bewirken, wie gleichzeitig auch etwas gegen den Schwarzwerbisch am Bau, am Handwerk für allem, wo du oft auf die Sachen zurückgegraft gesehen, dass von den Ernterinnen wie du hast, bei 3% TVA, als nennt er viel mehr klein, für du auf Schwarzwerbisch zu gehen. Aber wenn wir bei der Jugend sind, also ich weiß, ich war ein Rapporter bei einem Projekt, wo die Jugend auf die Straße gegangen ist, zusammen mit Roman Schneider, den hat 5611 geheischt. Aber moi, wenn wir über den Jugenddialog schwätzen, wenn wir über den Dialog schwätzen, über den Jugend soll feststellen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber wenn ich im Internet sieht, von einem Medienkonzern von Ersten steht drauf, 14.500 Schüler, die für mehr manifestieren, für das, was geschieht an der Börse. Auch mehr wissen, dass bei der Börse bis die Sache gerne geht. Man muss ihn aber fertig bringen am Dialog. Und auch zu dialogieren, und mit den Leuten zu schwätzen, und ich kann mehr Mensch, da nicht mehr felicitieren, für nur 5 Monate, 14.500 Leute auf die Schloss zu kriegen, wenn der Schiefer stimmt, den im Internet sieht das, so als das eng von der Überlichtung, und das weiß nicht von Ende, für mit den Leuten zu diskutieren und zu dialogieren. Aber wenn wir an dem Dossier sind, wenn wir beim Medikationsministerium sind, muss ich ja auch so, und den auch verwundert war, wenn wir ein Land sind, was heißt, wir mussten der Jugend eine Chance geben, wo wir als allein sind, mussten etwas mehr gegen den Schulmarsch, mussten etwas mehr gegen Information, gegen Berufsausbildung für die zu unterstützen. Dass dann, Bemol alle guten die Sachen, die von der früheren Edukationsminister gemerkt gesehen, die dann auch auf Frohgestalt gesehen an den Berichten, die in der gelesen werden, die Koalitionsverhandlungen, mit das nicht mehr dazu kommentieren, mit das mehr dazu kommentieren, was da geschieht ist, für die Leute nach Pferde für neue Module zu kriegen. Ich hatte selber einen Question parlamentär und der Meisch gestaltet, an den Herr Bauler, dem Handwerk schon die Energie fort. Da brauchen wir nicht aufzustimmen über das Budget, ja. Aber wer das, meint dann Herr Bausch hat zugeschrieben, nee, der Schneider. Madame Losch hat das nicht, Madame Losch hat das so, der Bausch von Herr Schneider. Der Punkt, der Punkt an der Formation professionell als den, dass du noch immer Module nicht geholt sind. Wenn du Modulunterricht gemacht, da sollen Leute ihre Formation können fortsetzen, da sollen Leute ihre Examen können machen. Die Module sind noch immer nicht da. Und du hast dann doch gewesen, für Minister, kennt man im Moment noch kein detailliert Antwort geben. Und da wird eigentlich interessant, da könnt ihr heute alle gute moderne Sichtmaschinen, da war ein Interview, Moyes, von einem Responsable von der Berufsausbildung vom Lycée von Boneweg. Und da lernst du da mal nur, was die seht, was das für die Schüler bedeutet, für die Zukunft von den Schülern, weil die Module noch immer nicht da sind. Und ich meine noch, das wird vielleicht eine absolute Priorität gewesen, für das nächste Schuljahr respektiv, für das Jahr, für den Examen, dass die Konditionen erfüllt werden, für das die Schüler auch Gelegenheit hätten, hier ein Examen noch Connaissance zu Kurs zu machen, und noch hier ein Examen, und um dann noch ihre Zukunft können zu machen, und das, als leider nicht geschieht, auch das wäre eine Priorität vielleicht gewesen. Ich war auch ein bisschen überrascht, wie wir
Der Gastiberia huet zitiert, dass das an Akzise geschieht iwwer den Tobak an iwwer de Benzin. Ich hat am Anfang gedacht, Herr Präsident, der war immer ein großer Verwender an den Tobaksdiskussionen, dass man Tobakgiffen aus dem Index vorgekurf heraushöhle, weil man so Fünme mit all dem, was man gemacht hat. Für ja an diesem Haus, auf alle Bänke, bei den Gemeinde, bei den anderen Männer, unterstützt die das, für das man Fünme geschehen, dann hätte ja den Tobak aus dem Vorgekurf heraushöhlen. Und dann hätte noch dummer den Akzent gesagt, und gebe nicht nach Fünme. Wo ihr seht, soll ich nicht machen, wo ihr seht, soll ich nicht einen Kaffee filmen, für die anderen nicht zu steuern, hätte ihn dann auch gleichzeitig können so, aber dann wollen wir da doch aus dem Vorkurve raus. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Das so der ganz konsequent. Es sind doch ein bisschen mehr liberal, Herr Bodri, wie der an dem Dossier. Dann auch an der Fonction publique, als mir morgen aufgefallen an den Debatten, du schon nicht alles verstehen. Den Herr Bodri hat heute völlig zurecht und erklärt, was an den letzten 10 Jahren an der Fonction publique geschieht ist. Denn Herr Bodri sei Viergänger an Herr Lux, an nicht mehr hatte, nachdem man den Herr Bildchen an der Moder den Akkord hatte, hat der CGFP gesagt, dass das für alle schöner gut wäre, wenn wir für Mengen als Spurmaßnahmen wir nicht schlecht von den Akkord gibt noch Hand verrickelt gehen. Aber der Moder dann den Herr Bildchen sind da bei die Gewerkschaftsweggegangen aus dem öffentlichen Dienst, und sie sind rumgekommen mit einem Akkord, dem ich spät gesagt gehen. Und das ist den Akkord, der ja soll umgesagt gehen. Und den Herr Bodri hat da gut erklärt, was die Fonction publique beigetreten hat. Ich weiß aber noch nicht, was Regierungskurs ist oder Majoritätskurs ist. Der Herr Bodri hat es so erklärt, der Herr Berger hat auf einem anderen Platz gesagt, dass in der Meinung wird, dass den Akkord an der Fonction publique nicht dürft kommen. Dafür wird aber auch doof. So wird nicht gesagt. Wie hat man das so wieder gesagt? Also ich meine, dass den Herr Berger gesagt hat, hey, wir am Anfang dagegen, dass am Anfang die neue Regierung gewonnen wird, das umzuändern. Okay, also, dann noch. Ich kritisiere aber das Meinung vom Fraktionschef von der DP. Also das nicht ein DP-Wahlprogramm, das was die Regierung für drin aufgemacht hat. Okay. Dann ist auch das, auch noch klar, man dachte, wenn ihr das nicht versteht, Frieden, oder am Schluss, dafür hatte ich gefragt, du wünschst dir ganz verkehrt. Voilà. Dann noch beim Sozialdialog, den Lori Moser hat schon für drin, der zitiert wird an der Chambre de Commerce an ihrer extra Sitzung, Lastverhältnis vom Herrn Schneider zitiert. Und ich lese da, Louis a peur pour le dialogue social, ein Artikel haut am Quotidien, wo sie sich dann darüber abregen, über das, was mit der Mutualität für Suchen geschieht, für die am Anfang aufgemacht waren, am Statut unique, für das Alkeas muss bezahlt gehen. Und ich weiß auch da, als sicherer Quelle, dass der Finanzminister mal an der Tripartite dabei sitzt, wenn man das Statut unique angefordert hat, dafür wäre auch interessant zu wissen, wer dann noch da richtig ist, dass die Regierung sieht, oder ob es so ist, wie du seht, dass die Regierung die Suche nicht fehlt, bezahlen, und da man nicht zu dem steht, was dem uns aufgemerkt war. Weil das ja aber den Herr Wirth, der auch schon 4 drin Präsident war von der Chambre de Commerce, auch noch schon 4 drin, den Brief geschrieben hat, dass er nicht den neu am Job dabei ist, mit dem ich schon lange Jahre der Berufschamber 4 steht. Aber wenn man schwätze von Dialog sozial, muss man auch schwätzen von Chômage. Muss man schwätzen von dem, was bei der Jugend geschieht ist. Du hast ja das von der vierigsten Regierung schon, und das war ja dieselbe Arbeitsminister wie heute, die Jugendmesure, die schon an den Weg gelegt gesehen, das ist ein gute Sache. Das ist wichtig, dass das greift. Wir stellen mir auch froh, ein anderes Problem, den sie stellt, ist den von unseren Leuten mit Behinderung, die immer mehr Schwierigkeiten haben, um Arbeitsmarkt in der Dach zu kommen. Wir sind mit den Klauseln, die da gibt am öffentlichen Sektor, an am privaten Sektor, von so Leuten müssten mit unterstützt gehen, an dem Arbeitsmarkt angestellt gehen, müsste man nicht auch da nach ein Jahr einen Hof machen, für auch die Leute, sie hatten eine Kampagne gemacht, wir sind nicht behindert, wir sind behindert, dass wir denen alle helfen, und auch da die Akzente setzen, für dass sie auch eine Chance haben, um Arbeitsmarkt nicht nehmen bei den Retarden, die wir bei den Ateliers, wo wir wissen, dass wir auf ein oder die anderen Reklassementer von Terrain hungern,
bis wir können die Atelier umsetzen, diese brauchen mehr für freie Marché hin und Chance zu gehen, für können wir dabei zu sein. Auch da ist ein wichtiges Spektrum, und dann der wir auch all die nicht vergessen, die am Grof von unserem Alter heran sind, die 45 plus, die Al von Haut, du bis Monat, wo ihr alle guten Day. Oder da der Fall, die sind, mit 45 plus, die Schwierigkeiten von Monat bis Monat. Aber dass wir auch da Akzente setzen, für auch denen können zu helfen, für ein Arbeit zu kriegen. Das ist gelesen, dass ein entscheidender Punkt den ist, dass Menschen die Arbeit tun. Also die junge Generation Chance hat, und dann doch die Jung an die Al, und auch die Mittelgeneration, die durch die Arbeit sich können nicht leben, und erhalten, dass das muss sein, dass die Idealziel beim Ausstreben, das Schiedverrät kann allein durch das, was er schafft, der Stadt, was du kriegst als Lohn, als Gegenleistung, sein Leben kann erhalten. Das muss das Ziel sein, beim Umgehen, aber wenn es richtig ist bei den Jungen, muss man da doch machen, für die 45 plus, für auch denen eine Chance an eine Gelegenheit zu gehen, auf den Arbeitsmarkt zu kommen. Ein anderer Punkt, wo wir von denen schwätzen, die alles das mal abgebaut haben. Du hast heute Morgen noch schon geschwärzt gehen, Pflegeversicherung. Wir wissen, dass man bei der Pflegeversicherung Sachen muss ändern. Pflegeversicherung als finanziell, ob ein kommt, dass man muss darüber nachdenken, wie es weitergeht. Heute Morgen hat der Redner heute gesagt, dass den noch am Zusammenhang mit dem Spidolsplan gesehen hat. Wenn ich richtig erinnere, das war Herr Bodri. Und da muss ich sich auch vorstellen, wie wir das machen, bei dem Spidolsplan, bei der Pflegeversicherung, bei der Altersversicherung generell. Weil es kann ja auch nicht sein, dass wir als engen Dippen die Ausgaben an der anderen Dippen verlagern. Hier steht, dass etwas geschieht bei den Kotisationen, hier steht, dass etwas geschieht bei den Prestationen, die im Moment angeboten gehen, oder was wie geht das? Ich weiß, dass der frühere Gesundheitsminister und der frühere Familienminister zusammensitzen, für genau darüber zu schwätzen, dass es nicht dazu kann führen, dass die Leistungen, die nämlich können von der Pflegeversicherung bezahlt gehen, dass die dann noch über ein Departement aus der Familie fallen, nämlich der Fonds National de Solidarité, dass denen da misst für die Sachen alle gut abkommen, weil da machen wir, was das finanziell überlangt, machen wir als Staat, als zwar die Minister da besser tun, mit den Kostenpunkt unter dem Strich für das Budget. Als nicht dasselbe. Dann das der, wenn alles an den Diskussionen um Pflegeversicherung als Spidolsplan nicht vergessen. Wir sind denen Leute, die halt an der Pflege sind. Wir sind an diesen älteren Leuten, der challenge, für das, was sie gemacht haben, für Reis, für das Land heute steht, wo heute das, sie mehr auch hinten eine Challenge, dass sie menschenwürdig leben haben, und dass man auch die Diskussion klar und sachlich feiern, und nicht einfach so, und der den geht der Wäsche geholt, und der dann hat nicht gemacht, dafür geht es nicht durch für Pflegeversicherung, als Pilotsplan zu gucken, da muss ich noch da schwätzen von den Altersheimsblättern, und da muss ich noch schwätzen von dem, wie Subventionementen gemacht gehen, da noch, weil die von National de Solidarité bezahlt wird, an über alle Götten die Büros, die an der jeweiligen Gemeinde sind. Das ist wir selber, belohnt, an das auch nicht proper, dann ist es besser, ein bisschen mehr lang zu werden, an so eine Reform zu machen, die sich auch gewäscht wird. Aber wenn ich das so, für uns als Vergangenheit und den Leuten, die Merci, denen wir denen schuldig sind, da war ich darüber auch verwundert, dass wir gehen an einem Monat fehlen. Für 100 Jahre, wo der Weltkrieg angefangen, das war der erste Weltkrieg. Und da soll eine Ausstellung kommen. Und ich weiß, dass eine andere Oppositionspartei ein Amendement proposiert hat, für das wir das kriegen am Budget einfach mal dran holen, für das die Ausstellung auch kein stattfand an den Amendement als von der Majorität aufgelehnt ging. Ich war da ein bisschen überrascht, weil ich aber der Meinung war, dass es wichtig wäre, dass wir historisch gesehen auch an das Evenement von 1914 erinnern. Weil das war der Erste Weltkrieg und das war aber schon komisch, weil an all den Openschländer darüber geschwärzt wird, dass just bei Eis so wir einfach mehr Huhn nicht die suchen, für die Ausstellung zu machen. Die Damen und Herren, in der Amendement 4, die Majorität wollte nicht. Ich bedauere das, ich fand das nicht gut. Ich meine, dass es wichtig gewesen wäre, dass wir auch am 100. Jahrestag von dem Evenement darüber gedauert tun. Weil wir auch wissen, was da noch geschieht ist, 1917, aber wenn wir noch Russland an Ukraine-Krise gucken, wäre doch vielleicht historisch gut gewesen, wenn wir da verschiedene Leute auch in alles da erinnert hätten, dass da noch alles matt gespürt wird. Nimmen, wenn wir eine vertrauensvolle Politik haben,
a Verlässlichkeit hunn, dann also doch sicher, dass Leider in Zukunft op Lützeburg werden investieren. Dat gilt für ausländisch Kapital, dat gilt für inländisch Kapital, als sind die Investor, die wir brauchen. Und dafür gewisset Falle wäre besser, wenn man mit mehr konkreten Sachen giffen, halbannen diskutieren. Den Herr Giberia sagt immer, am 25. Mai kämen sie, schon nun, dass das konkret ja bekannt, von dem neuen Budget, die von der neuen Generation da ist, dass man dann auf alle Fall wissen, konkret, wo es hingeht, weil Schuster einmal gesagt, Gambia hat sich ganz heiß gelöst, weil ich hoffe, dass es nicht das für den Drinnen durchzulaufen. Vielmals merci. Damit sind wir am Ende von unseren Diskussionen angekommen. An lo hat die Regierung, den Herr Finanzminister